Herzlich willkommen zu einer neuer Episode. Schade lo einfach an der letzte Episode Serie lebt. Es sind noch nicht so zu 100%, die verzeihe ich mit dem Namen, das ein bisschen Mittel zum Zweck an. Ich fand mal, nicht gedacht, dass ich mal dafür zu viel Gedanken muss machen. Auf jeden Fall sind wir los, Staffel 3, Episode 2 an The Mandalorian dran. Kurz ein bisschen für dich mal Feedback zu der ersten Episode, den ich gekriegt habe. So ein vielmals merci für verschiedene Abklärungen zu der Clone Wars Serie. Es sind auf jeden Fall drin, dass ich mal das ranzeigen, aber ja, los, aber sicher. Los immer aber mal an der Mandalorian Serie dran. Und weil er von 4 ran, nach immer direkt. Ich kenne eigentlich schüss Verfilmungen, also Filme an die Real-Serie-Verfilmungen, wenn ich das so will nennen. So sind ich weiter nicht am Star Wars-Thema dran. Ich schon den einen oder den anderen Comic gelesen, aber dann hat es sich das auch schon. Dann, wie gesagt, das ist dann, das werde ich halt beschwätzen, ist dann einfach die Episode, wie es erlebt tun, wie es empfunden tun, aber aus den, mit den Ahnen von einem, den eben just quasi die Filme an real Verfilmungsserien geguckt wird. Ja, danach drauf zu schwätzen zu kommen, ich hatte nach kleine Kritikpunkt gekriegt. Es war ein bisschen mit Film läuft Vergleich gehen. Okay, wenn ich die Serie läuft, muss ich mich nicht wundern, wann dann der Vergleich geht. Aber das soll auch nicht an die Richtung gehen. Das soll auch nicht so strukturiert wie Film läuft sind. Das soll mehr so Podcast geschwätzt sein, wenn ich das so will nennen. So wie ich dann eben gerade frei raus verschwätzen. So ist sie schon eine Mail lang umgang, wie ich eigentlich wollte, weil ich auch auf den nächsten Kritikpunkt angehen will, und zwar, dass es ein bisschen zu lang ist. Ja, verständlich, es war auch, die letzte Episode war auch lang, und ich schon will es, das dann auch ein bisschen mehr kurz zu halten. So, danach der letzte Punkt, er wird gespoilert. Wenn ihr die Episode noch nicht gesehen habt, da guckt der heute noch, aber Hi get gespoilert. Auf jeden Fall fängt das Episode ob Tatooine an, als allseits bekannte Planet, und zwar mit als Lieblingsmechanikerin, die als schon seit 2 Staffeln halb gelegt wird, und weil er einfach die Szene mit hier sind auch einfach immer sympathisch, immer im Shane, schon sie gerade auch halb 4 mir laufen, weil Mission Asiolo, den Mandalorian, will ob Mandalore, und dafür brauchen einen Druid, den Luftqualität checkt, weil eigentlich sollte ja nicht Otembar sein, aber gerüchterweise soll ihn aber können auf die Planet drauf gehen. Natürlich gehen wir nur mal sicher, du willst einen Druid materiellen, die kriegen wir dann halt von unserer Lieblingsmechanikerin so ugedreht, den R5, und ja, das ist ein ganz live Szene fand, wie sie da war mit der seine Diskussion, dass den R5 sich nicht als berät dafür sein, für du keine Matze gehen und noch gut keinen Bock darüber hat, aber trotzdem verschirbelt geht. Ein ganz live sympathisch Szene. Und dann geht es auch schon relativ schnurstracks, sind wir da schon um Planet Mandalore mit ein paar wunderschönen Fluchszenen dran, wie den Mandalorian dann auf den Planet hochgeht. Also das waren und wirklich von pur richtig beeindruckenden Szenen. Wir merken auch schon direkt an dieser Episode, das wird schon an der letzten ein bisschen, wenn du willst, so kritisiert tun, dass das nicht ganz lineare rote Faden dran hört, mir ein bisschen viel Plots abmischt. Mein Verdacht hört sich schon mit der zweiten Episode quasi bestätigt, und zwar, dass wir verschiedene Plots abmachen, die wir Episode für Episode aufhandeln. An den ersten Plot, den wir dann abgreifen, an wo es sich komplett umdreht, ist, dass den Mandalorian dann eben sich reinwaschen will, anderem zum Credo, weil du zugehören, weil er seinen Helm aufgetan hat. Das müssen am Wasser von den Minen von Mandalore machen, ja, also einfach nicht. Du kriegst ein paar impressionante Szenen über den zerstörten Planet. Dann gehen wir relativ sehr mit den nach Bewohner vom Planet vertraut, und du weißt schon nicht, wie sie heschen, die also auf jeden Fall gefallen, das ist auch egal, das sind dann halt so Wesen, die hun halt Bock emol zu fressen. So, dann kommen wir an den ersten Kampf, und dann geht es so weit, dass den Mandalorian dann
nur dem es noch festgestaltet dass die Luft otembar aus geht darauf an Minen an es fanden Mandalore als wirklich cool also es wird das richtig atmosphärisch das mischt richtig Spaß der ganze Szenerie nur not gucken an für allem Humorem den Grogu zusammen mit Mandalorian ziemlich man den angebunden also das funktioniert die Chemie zwischen den zwei zwischen der Pop an ihm als fantastisch also wie sie der Pop do Leben angehaucht hun als fand ich immer faszinierend das immer beeindruckend an dat Lesing Herz opgoen wie Shane dat ze summe funktioniert dann noch wie de Pedro Pascaldo dat umsetzen kann wirklich fantastisch mir kann aber dann lo schnell ganz schnell dass den Mandalorian irgendwie net den Held an dieser Episode aus den Mandalorian aus an den nächsten zwei Staffeln eben ziemlich viel als großen Held bekannt me irgendwie hörten an dieser Episode erst Pasch gött gefangen geholt von engem riesigen mechanische Spannewesen wat sich relativ ja wie soll ich das erklären dann eben so zu einer humanoider Form entwickelt also die eng humanoid Mac Form klimmt dann do raus an es hat direkt General Grievous Vibes muss ich wirklich so der tut man auch gewissen wie krass ist den General Grievous auch schon feiere geil also die humanoid Mac Wesen do fand ich einfach bombastisch also das biologisch mit dem mechanischen do zu kombinieren fand ich super faszinierend an ein Vorwort von dem Wesen wat dann einfach muss sein Blut aufzappen will okay nee, natürlich denke du könnte Grogu möchte den halb Jedi Action an dann hast der fertig mir so einfach aus der nicht den Grogu muss flüchten an der Mandalorian hört direkt eng Glanzidee geht zurück bei Bo-Katan Gay hat sich das Götter nicht schnurstracks mischt sich dann keine Grogu raus an enger charmanter opreißender Fluchtsequenz die einfach nimmen wunderschön ist das ist sowieso etwas wird bei Mandalorian sowieso mega geil ist die ganz Optikers heurem on point wirklich schön gemacht an voilà, da kommen wir bei Bo-Katan dummer treffen wir eigentlich als ein Held von dieser Episode Bo-Katan steht definitiv am Mittelpunkt an dieser Episode mischt stand op der Weg für den Mandalorian zu retten wir brauchen nicht genau im Detail zu erklären wer hat er weil jeder den Detail guckt wird wahrscheinlich dann auch die Episode gesehen hun Bo-Katan der Charakter Bo-Katan auf jeden Fall für alle guten Daylight ich weiß dass der Clone Wars präsent ist Melo für Daylight die an Realverfilmungen dran sind wird Bo-Katan noch nicht so extrem viel Fleisch kriegt fand aber das Detail dat geheim mir genau erläutert also mir kriegen der Charakter nobrot wird richtig Spaß mischt also den das auch mega gut umgesagt und Bo-Katan kriegt dann auch so Mäßigkeit für meinem Grogu nach zu interagieren wird auch charmant mal umzugucken hast und dann insgesamt kriegen wir ganz viel Informationen über Geburten aber an so nebensächlichen Diskussionen ich mir kriege ganz viel Info erfliegt zum Thema Mandalorian Mandalore der Planet an zu der Zivilisation wat dat ganz ja nach mir authentisch wie gelesen an dat gibt an enger Scheiner Niesächlichkeit behandelt die wirklich Spaß mischt und dann krämer quasi in Deel Sightseeing an denen alle Ruinen und dann dauert es nicht ganz lang bis dass sie da bei dem Wasser sind bei denen da war das egal für sich dann eben rein zu waschen und dann gibt den Mandalorian quasi Matgo oder ein Forward oder ja quasi attackiert und zwar geht es ein mystisch Wesen was an denen Wasser soll leben wat Bildgebung von ihrem Symbol aus für Daylight die dat lo nicht genau für an hun as dat irgendwie wie soll das erklären
geht ja eigentlich schon bald Richtung Büffel Cup, aber halt so ein bisschen an ein Alien Varianz durchgestalt an faszinierend Donner aus, da sind das Symbol irgendwie ja eher so 8 Büffel Cup, aber auch Dode Cup an das halt eben oder stell dir wie ein Dode Cup mal so 2 Haaren ruf, weil voilà, für die lo nicht wissen wo werde schwätzen am besten Google da sieht das direkt an das war so Symbol da tun ich mal weg eigentlich nie Gedanke gemacht für wer dazu aus dat kann wahrscheinlich aus dat schon irgendwann thematisiert irgendwo gehen dann in einem Comic oder vielleicht auch an The Clone Wars aber für die Leute die einfach einen Filmer an die normale Serie kennen war das eigentlich noch nicht Thema für was sie das Symbol hun du krämer dann halt ein bisschen Thematik zu dem Symbol an zu dem mystischen Wesen an mehr Kräne doch schon direkt präsentiert an dieser Episode wird auch super faszinierend das an du halt das Episode eigentlich dann auch schon ab mit der Durchstellung von dem wir sind so von du hier fand ich ein super gelungen Episode die mal ganz viel Spaß gemacht und nur zu gucken die ziemlich bodenständig war lineare Strang hat wir zu erzählen an den noch um Ball gelos wird ja ein insgesamt eigentlich charmant an informativ Episode an mischt los op méi dat muss wirklich so Mandalorian ist sowieso die für mich am beste bislo funktioniert Endor funktioniert auch ultra gut schon ein bisschen gebraucht wie ranzukommen aber man krass ganz krass an ja Mandalorian als einfach ja ziemlich für mich nach immer so ziemlich der best wert du existiert für allem weil man Orlo emotional ziemlich schon den Charakteren mittlerweile henken ja einfach charmant im gesagt das mischt los May definitiv ist sie ganz gespannt wat als noch so erwart auf man he noch so zu beschwätzen sollte krähen so an dem Sinn auf jeden Fall wäre ich dann auch schon fertig mit Menge kleiner Durchstellung ich weiß nach immer nicht so ganz welche Datei so strukturieren irgendwie könntet man immer so rüber wie wir uns einfach mit Episoden erklären aber ich hoffe dass trotzdem dass er trotzdem das Format genießen könnt an dass ich einfach Spaß mischt an kennt ihr schon bald ein Podcast-Format machen da ganz wie interessant mir belosen Lummel dabei voilà, dann gesehen wir euch an der Eier vergisst nicht Ermenung dazu los ganz wichtig so an dem Sinn gesehen wir euch an der nächster Episode zur enger kleiner Seriebesprechung bei Serie läuft alle ciao